Hallo? Hallo? Da ist Bumbares Taxi? Hallo? Entschuldigung! Ich wollte nicht so einfach da neu laufen, gell? Entschuldigung! Hallo? Entschuldigung! Sind wir daheim? Oh, anscheinend nicht. Sag mal. Klopf, klopf! Entschuldigung! Seid ihr daheim? Sag mal. Das gibt's ja nicht, bin ja nicht zufrieden. Dann geh ich um 6 soll ich da kommen. Irgend so ein Dings hat mich angerufen. Sag mal, Herr Celsius, sag mal. Und man sich nicht alles meistens tut, gell? Ja, dann gehst du. Stellitschka! Keine Ahnung, wie man das. Bahnhofsstraße 11, das ist doch da, sag mal. Das gibt's doch nicht. Voilà. Sehen Sie so? Oh, da war ich da. Oh, ja, komm, da setzt du mich halt ein, solange noch keiner da ist. Gell? Sag mal. Da, so. Oh, jetzt ne. Oh, das war. Oh, da hockst was. Herrgott, ach Gott, ist das sehr, sag mal. So. So. Guck mal. Den extra gesagt, in einer Viertelstunde soll ich da sein, ja, aber ich hab's in 15 Minuten geschafft, gell? So. Jesus, wie hoch ist unbequem? Sag mal, was ist da das? Sag mal. Ach so. Ich hab auf mein Wäschchen geguckt, gell? Sag mal. Und noch keiner. Ist wer denn da? Was ist denn das? Oh! Das ist eine Kamera? Sag mal, bin ich bei Big Brother jetzt so? Hallo? Sag Gott, ja, ach Gott, sag, da kommen ja Leute, sag mal. Wie kommen er da hinten dran? Hocken er da hinten dran, oder was, sag mal? Wie funktioniert denn das? Ist das auch nicht? Gott, ist das sehr, gell, ja. Normalerweise bin ich immer pünktlich, gell? Ja, das ist unser Leitspruch bei Bumbaras Taxi. Wenn ihr mal ein Taxi brauchen, rufen den Axel an, ja? Weil er ist immer da. Gebt treu unserem Leitspruch, der Bock hat uns zurück. Bumbaras Taxi, Wasserklick. Ja, so. So. Gut, wo halt keiner kommt, unterhalte ich mich ein bisschen mit Eis, gell? So. Ach Gott, ja, so. Ach Gott, dieses See, gell, wo man so intime Runde ist, da, ja. Ja. Ja, was kann ich denn euch erzählen? Ich hoffe, euch geht's gut. Ja. Ja, wie mir geht, fragt ja keiner, ne? Nee. Noch nicht mal meine Frau fragt nicht, wie mir's geht. Gut, dazu müsst ihr auch mit mir sprechen, gell? Ja. Ja, das macht's ja, wenn ich mir. Gut, ich weiß, was die Männer jetzt denken da. Die denken sich, ach Gott, hat er es gut, die Frau redet nicht mehr mit ihm. Aber ist mal ganz unter uns gesagt. Männer, wenn die Frau nicht mehr mit der Rette tut, ist das gefährlich. Ja. Aber wenn sie nicht mehr mit der Rette, dann sucht sie in der Küche nach dem schärfsten Messer, mischt Gift oder sie holt das Gewehr. Oder sie macht alles drei zusammen. Ist das auch nicht? Ja. Oder die Frage bis zum Äußersten, ne?
Nee, nicht bis zum Zeitungsanwalt. Nee, das wäre ja noch nicht. Wissen Sie, was sie macht? Sie bucht eine Kreuzfahrt. Ich meine, ist mal ganz ehrlich, ich hab ja nichts gegen Kreuzfahrten. Nee. Also zumindest nichts Wirksames. Ja. Ich meine, so eine Kreuzfahrt ist ja auch ganz schön, aber warum müssen wir Männer mit? Also ich will ja doch gar nicht mit. Ich könnte mich einfach daheim lassen, den Kühlschrank voll machen, für 2 Wochen vorher kochen, gut ist, noch ein paar Bier dazu. Wärst du zufrieden? Hat's aber nicht gemacht. Wissen Sie, warum die mich mitgenommen hat auf die Kreuzfahrt? Sie hat Angst gehabt, ich würde sie betrügen. Sie? Ich hab schon genug Schererei mit der, warum soll ich mir noch ein zweites anlachen? Also, ich bin doch, sag mal, ich bin doch komplett. Sag mal. Kommt alles noch kennen, ja, alle. Erzählen wir mal ein bisschen weiter, gell? Ja. Also, Anlass für diese Kreuzfahrt war ja unser Hochzeitstag, ne? Also, so hat sie zumindest behauptet. Aber, jetzt mal ganz unter uns. Also, unter 4 Jahren, ne? Da stimmt doch was nicht. Ja. Also oft wie ich Hochzeitstag hab, das gibt's doch gar nicht. Ich mein gut, manche Leute sagen, wenn du glücklich verheiratet bist, fliegt die Zeit, ne? Ja. Ja, was ist aber mit denen, die unglücklich verheiratet sind? Rennt sie davon? Ich weiß auch nicht. Ja. Auf jeden Fall hat sie eine Kreuzfahrt gebucht. Oh, Anna. Once a man. Ich mein, so eine Kreuzfahrt, also wo wir jetzt gerade mal so dabei sind, ne? Ich mein, so eine Kreuzfahrt, das ist ja schon sehr, ne? Ja, ich hab halt gedacht, ja, komm, ist ja nicht schlecht, ne? Vielleicht so in die Karibik. Kannst ein bisschen die Sonne genießen, sehr warm, alle Frauen im Bikini, ne? Ja. Was hat meine Frau gebucht? Norwegen. Kalt. Und schlimmste, alle Frauen im Anorak. Meine Frau kennt mir wirklich gar nichts, ne? Karibik hätte es mir wirklich gefallen lassen. Gut, im Moment geht's ja sowieso nicht, aber es ist sowieso schon ein bisschen länger her, gell? So eine, wie sagt man, wie heißt denn das? Anzündete da was schon vorbei ist, wo sich mal dran erinnert, gell? Ja. Gut. Also das Szene war ja, das Schiff an sich war ja schön, ne? Also das Kreuzfahrtschiff war sehr groß, ganz toll, ne? Aber was ich mich frage, warum heißt denn das Kreuzfahrtschiff? Wenn du den ganzen Tag bloß Ausflüge machst und gar nicht auf dem Schiff bist, warum heißt dann das Kreuzfahrtschiff? Das weiß ich auch nicht. Karibik wäre so sehr gewesen, ne? Ich weiß ja nicht, war einer von euch schon mal irgendwie unterwegs da? Karibik oder so irgendwas? Mittelmeer? Kuba oder sowas? Barcelona? Ja. Wissen ihr, wer nach Norwegen fährt? Leute, die nichts mehr zu verlieren haben. Als ich dann dorthin gekommen bin auf das Kreuzfahrtschiff, also ganz ehrlich, alle schon wie das Käse hat. MS Stützstrumpf! Ich sag's euch. Mehr Rollatoren als in einem Reha-Zentrum. Und mir mit drin. Gut, ich weiß, was die vorgehabt haben, jetzt mal ganz unter uns. Ah ja, die wollten so einen Gletscher da in Norwegen auf, in der Hoffnung, dass sie euch frieren und als Ötzi wiedergefunden werden. Da ist schon die Schlagzeile vor mir. Ötzi in Outdoorjacke gefunden. Ja. Ich weiß auch, warum das Kreuzfahrt heißt mittlerweile, ne? Ah ja, was alle im Kreuz haben. Gut, ich will jetzt nicht die ganze Zeit meckern, ne? Das hab ich auch selber nicht gemacht. Ich hab nicht viel gemeckert damals.
Also zumindest solange meine Frau nicht dabei war, ne? Ja, weil auf so einem Schiff hast du nicht viel Ausweichmöglichkeiten, gell? Ja. Gut, ich habe mich dann ein bisschen inspirieren lassen, gell, da von den ganzen älteren Herrschaften. Und hab's einfach auch im Kreis gehabt, gell? Ja, das hat Käse, ich muss auf dem Schiff bleiben, keine Ausflüge für mich. Ja, schade, gell? Muss die Frau halt allein gehen. Ja. Aber ich zurückblickend muss ich ganz ehrlich sagen, das Ganze hat natürlich auch seine Vorteile. Ich sag nur, oh wach, dass es keiner hört. Getränkepaket. 45 € am Tag und all inclusive. Das hat mich gefreut. Ja, die Frau hat Ausflug gemacht, ich hab mich an die Bar gesetzt. Kaum war die Frau fort, war der Barmann mein bester Freund, gell? Ja. Ja, du konntest das jetzt nicht so einfach so machen, du konntest nicht einfach dort trinken, du musst das Ganze systematisch machen, ne? Ja, weil ich hab zum Beispiel, ich hab das Ganze systematisch gemacht. Ja, ich hab einfach bei A angefangen bis Z. Ja, hab mit A wie Absinth angefangen. Der Rest weiß ich nicht mehr. Ja. Ja, ich weiß nur noch, dass ich vom Barhocker runtergefallen bin, gell? Ja, der Barkeeper hat mich wiederbeleben müssen. Ja gut, so ist es halt, gell? Ja. Seit dem Zeitpunkt redet meine Frau nichts mehr mit mir, gell? Ja. Gut, das ist jetzt aber nicht so schlimm, ne? Ja. Ich meine, es gibt was Schlimmeres. Deswegen. Da kommt jetzt immer noch nicht sagen, wo ist dann dieser Stelitska, wie kann man denn sagen, heißen, sagen mal. Stelitska, 2 Personen. Ist auch nicht. Ach so, wir sind ja da hinten im Theater, gell? Ja, ach so, ja, gell? Liegt der Spielplan da. So. Bauer sucht Sau. Oh, hätte ich vielleicht mal die Schwiegermutter anmelden sollen, gell? Ja, so, ja gut, okay, das ist jetzt lustig, ne, so. Gut, wenn der halt nicht kommt, muss halt weiterfahren, gell? Ich hab den nächsten Termin. Das gibt's doch nicht, sag mal. Das Wechsel ist auch leer. Ja, da gehen wir halt, sag mal. Gut, leid, also, es muss dann weiter, gell, weil Bumbaras Taxi, ihr wisst, ich muss weiter, ich muss los. Denkt nicht mehr drauf, wenn ihr mal ein Taxi brauchen sollten. Dagen, Bagdad und zurück. Bumbaras Taxi, Lick, was du klickst, gell? Ja, so. Also wenn der Stelitz-Kader noch kommt, kann er ja Bescheid sagen, dass ich sofort bin da, weil ich warte doch nicht die ganze Zeit, sagen wir da einen Schuss oder sonst irgendwas. Wenn da nicht die ganze Zeit, das sagen wir, das gibt's doch nicht. Sagen wir mal, das gibt's doch nicht. Muss jetzt so raus, da muss ich da hinten. Nee, ich bin ganz da, komm mal, sagen wir, wo geht's da raus in dem Loch? Sagen wir mal, da. Nee, sagen wir, da war ja nichts, sagen wir mal. Herr Stelitz, ich bin dann fort, gell, wenn Sie jetzt nicht mehr kommen. Sagen wir mal, dann sag ich direkt.